finde ich. Schnell zu handeln als Imposter. Das war cool. Hast du gesehen? Da läuft Lukas rein, der ist dann ziemlich sicher tot. Yep, da ist er tot. Okay, weiter geht's. Licht, Baum kommt. Well, sagst du wie Baum und so. Zack, tot ist er. Okay, das ist eine etwas komplexe Situation. Chuti, ich und Lisa sind von Beginn des Spiels an zusammen rumgelaufen. Labor, Scans, Zeug, unten durch den Species Room, ganz, ganz weit. So, jetzt sind wir bei Communications angekommen. Lukas stand dort und hat die Kameras angeguckt. Nee, ich habe da einen Upload. Oder was auch immer da ist, dieses mittlere Ding angeklickt. Mhm. Ich bin da auch reingelaufen. Ich auch. Ich bin da reingelaufen. Dann ging das Licht aus, als stimmt, das ist der Upload. Ja, der. Anyway, ich mache einen Teil, das Licht geht aus. Das Licht, ich komme aus meinem Screen raus, ich sehe nur Baum, literally nur Baum in meinem winzigen Feld und habe einen Report-Button. Und Lisa ist tot. Lisa stand vor Communications. Mich hat es gerade auch echt gewundert, dass sie da gestorben ist, weil ich reingekommen bin und da Chuti und Elmar rumgestanden sind und ich nicht damit gerechnet habe, dass da jetzt gleich jemand stirbt. Ich bin kein Teil der Auflösung. Ich habe Lisa noch in Communications reinlaufen sehen, als ich mich auf den Weg Richtung Electrical und Lights gemacht habe. Also es ist halt richtiger Clusterfuck. Lisa stand vor Communications rum und ist da hin und her gelaufen, als ich dann in Communications rein bin und gerade auch mitten im Upload war. Aber ich war auch auf dem Weg zu den Lights, aber dachte ich etwas Braunes reinhuschen sehen. Was hast du denn Es kann mal sein, wir sind uns auf dem Weg begegnet, Judy. Ich bin einigen von euch immer zwischendurch mal in und um Communications begegnet, weil ich da meinen Gruß ich war unten beim Osriden schießen und bei Communication vorbeigerannt zu den Lights und dort was Braunes gesehen. Wir haben aber nur 10 Sekunden und ich finde es auf jeden Fall fishy, dass anscheinend Shuti um Communications rum gesehen wurde und als einziger dort keine Aufgabe gemacht hat.
Wie gesagt, ich habe Hat Asteroiden jemand Medbay gemacht. Ich habe die Ich Asteroiden hab gemacht. irgendwas Ich bin drauf. aber ich weiß nicht, ob es der Scan oder die andere Aufgabe ist. Aber ich hab kann den gerne Scan, mit falls Baum jemand bauen. Bock hat. Sollen wir zusammen hinlaufen, Baum? Nee, jetzt ist weit nicht. So. Elmar ist tot, habe ich auf den Vitals gesehen und gerade als ich es reporten wollte, ist der Alarm angegangen. Wer hat denn Elmar wie nach der letzten Sitzung gesehen? Gar nicht. Gar nicht. Geil. Ich bin mit all meinen Aufgaben fertig an der Stelle. Dementsprechend. Du Ich hast hab noch es den grad- Medbay-Scan. Ich habe es gerade. Du hast gerade den Button gedrückt, wo ich jetzt gerade meine letzte Aufgabe fertig machen wollte. Eben, bei mir war es genauso. Ich bestehe in der Medbay und habe noch den Scan. Also haben Armin und Baum noch den Net-Scan. Ja. Alex und ich ich glaub- behaupten, wir sind fertig, dann muss es im Nee, Umkehrschluss Tutti sein. Also Nein, ich Leute glaub- können falsch sagen. Ich laufe auch Richtung Medbay, weil meins ist vorher noch der Computer bedienen in Laboratory, damit ich mal wieder meine Tesla-Spule gefixt habe. Judy, was hast du denn so gemacht Ich heute? muss noch den Bau machen. Ich war gerade beim Boiler Room diese Räder andrehen, als der Alarm losging. Und was hast du sonst so gemacht in dem Spielverlauf bisher? Zuvor hatte ich noch die Asteroiden gemacht, habe ich vorhin ja schon gesagt. Dann ging das Licht aus. Ich bin an Communication vorbei Richtung Licht. Da war damals, als ich das Braune reinhuschen gesehen habe. Jo, das war's. Das heißt, du hast 2 Aufgaben gemacht in der ganzen Zeit. Ich fand es ja vorhin schon fishy, Ein bisschen mehr. aber für mich wäre es jetzt Shooty raushauen und wenn er es nicht ist, haben alle behauptet, dass sie noch in Richtung Medbay wollen. Das heißt, Nee, ich sind hatte- alle nicht safe. Ne, ich hatte ganz am Anfang war ja noch diese Geschichte mit dem dieses nervige Kombinationsspiel im Spatium Room, das so lange dauert. Also ich habe Shooty gevotet. Ich hab dich ins Specimen nicht gesehen, bin ich sicher. Was, wir waren die ganze Zeit mit Lisa unterwegs. Und dieser Ja. ist tot. Aha. Ah ja. Dafür haben wir zufälligerweise uns zu zweit an den Imposter dran gehängt und ihn irgendwie deaktiviert fürs halbe Spiel. Und dann hat er das Ich eingeteilt. bin zu müde für gute Ausreden. Ich habe den Eindruck, dass es gerade ein bisschen zu schwer ist für Imposter. Wir haben Ja. heute immer Ja. noch keinen Imposter drin. Ich habe gewonnen. Doch, ich hab's gewonnen. Für mich ist es nicht zu schwer. Wann, wie, wo? Heute? Schon? Ja, das Spiel davor habe ich gewonnen. Ich habe dich getötet, Baum. Ja. Aber ich finde es auch ein bisschen. Nee, aber das ist doch mit den Tasks Nee, zu Ende das war ein gegangen. Victory Ja, in den Bars. Da bin Ja, ich gestorben, genau. da sind die Tasks zu Ende gegangen. Nur für Task verloren, Lisa, ja. Das war kein Ich hab- Win. Du hast knapp Du hast ja gewonnen. nicht gewonnen. Das Du hast war. gewonnen. Oh, Nee, du hast Nee, Lukas nee. abgestochen, dann Baum Du hast abgestochen. mich abgestochen, aber zeitgleich sind die Tasks beendet worden. Du hättest noch eine Person abstechen müssen. Genau. Quasi jetzt noch 20 Sekunden gebraucht. ah, shit, okay. Ja, dann nehme ich das zurück, dann ist es viel zu schwer. Was soll ich denn verstellen? Vielleicht ein Task mehr. Mehr aus.
Sind 2 Imposter zu viel? Wahrscheinlich schon. Ja. Und 2 Master wäre, glaube ich, nicht wirklich realisierbar. Ja, 7 ist eine blöde Zahl. Sollen wir, was ist mit Tim? Will der noch mitspielen? Der hat vorhin ein RPG gemacht, ich frage mal, was los ist. Weil dann könnte man mit 2 Imposter spielen, was immer irgendwie ein bisschen witziger ist, finde ich. Ja. Ich finde aber heute die Spielatmosphäre übrigens sehr schön, möchte ich an der Stelle mal erwähnen. Das ist super entspannt, aber ich bin ganz froh, noch kein Imposter gewesen zu sein, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass gerade in der Konstellation wenig zu holen ist. Das kann sein. Fühlbar, das habe ich nicht verstanden. Irgendwie ist gerade für Imposter wenig zu holen, da war ich froh, dass ich noch kein Imposter war heute. Oh, ich freue mich immer voll, wenn ich Imposter bin. Ich liebe es, Imposter zu sein, gerade wenn es schwer ist. Aber heute war es halt echt heftig. Ich würde mal die Short Task einfach hochstellen, oder? Oder die Long Task. Wir werden noch eine Short Task und vielleicht einen Kill-Coder nochmal um eine Stufe reduzieren. Ich finde auf der Map tatsächlich die Short Tasks viel wichtiger, weil die sorgen dafür, dass du sehr viel quer über die Map musst. Ja. Lisa, nicht den Long Task wegnehmen. Ich kann nicht mehr machen als 3 und 5. Ich kann noch Common Task machen. Okay, ist das, aber dann ist dann nicht so, das ist dann nicht so, hier ist der Schlüssel, ne? Das ist auf der anderen Karte. Doch, Doch, das hier mit den Schlüsseln. der Common Task ist das Schlüsselquest, ja. Da aber müssen da dann halt alle tatsächlich aufpassen. Bevor wir loslegen. Es gibt 2 verschiedene Schlüsseltask habe ich immer noch nicht verstanden. Ist der tatsächlich so transparent, wie wir das befürchten, oder ist er es nicht? Ja, ist so. Nein, wenn am Anfang halt etwas nicht. weiß. Den Schlüsseltask kann man tatsächlich alle außer dem Imposter und wenn am Anfang alle zu den Schlüsseln rennen und der Imposter irgendwie nicht rechtzeitig reagiert, dann ist es schon... Das ist nämlich der Unterschied Aber dann es nämlich ist zu dem nicht immer der Schlüsseltask, also es gibt 2 oder 3 verschiedene Common Tasks. weil der Charter Course, der daneben ist, den hat man ja auch relativ häufig, aber Ja. ja, den haben dann halt nicht alle auf einmal. Jetzt verstehe ich das Problem. Okay. Okay, soll ich also einen Common Task nehmen oder nicht? Mm, Ja. mm. Ich kann noch die die Vision rauf und runter tun von Imposter und Crewmates. Ich finde die ganz gut bis dahin. Dadurch, dass man ja auch viel freien Raum hat, passt das, glaube ich. Ja. Also ich finde es eigentlich okay. Ich würde, glaube ich, eher noch ein paar Short-Tasks machen. Vielleicht Ich kann keine 2. Short Task dazu tun. Ach so. Keine Long Task mehr, das ist das Problem. Okay. Ich habe Skill Cooldown auf 20 runtergemacht. Ja, gut, dann... Nehmen wir mal, oder? Muss das irgendwie klappen. Ja. Ich kann noch den Emergency Cooldown 1 runter tun. Nee, ganz kurz, Leute, es gibt eine Möglichkeit für den Imposter, den Keyhole-Task zu retten. Und zwar sind die Keyholes zugeordnet in der Reihenfolge, in der man in die Lobby gegangen war. Und in der gleichen Reihenfolge sind auch die Vitals sortiert. Das heißt, man kann als Imposter auf den Vital-Screen gucken, um zu wissen, welchen Schlüsselloch man hätte haben sollen. Boah, aber das ist halt so unfair. Das ist super sperrig. Ja, Damit wir wissen, dass es technisch gewöhnt geht. Okay. Ich glaube, 7 ist einfach tatsächlich eine schwierige Zahl, weil und genauso in der Grenze, dass es halt super schwierig ist für einen Imposter, aber ich glaube, für 2 Imposter wäre es zu einfach. Seid ihr so zufrieden? Ich habe jetzt auch den Emergency Cooldown mal runtergetan. Ja, das ist ganz gut. Gut, auf geht's. Viel Spaß. Oh, sorry, Elmar, du warst noch nicht startklar. Viel Spaß. Hauen Sie rein.
Alex scheint tot zu sein. Ich weiß natürlich nicht wo, weil ich den Emergency-Button geballert habe. Ich bin am Anfang Richtung Lab hoch und da hätte mich Shooty wahrscheinlich ziemlich easy bei dem Bohrer killen können und ich hing während Comms in Specimen fest. Hat denn sonst irgendwer irgendwelche Beobachtungen machen können? Elmar war es, glaube ich, nicht. Dem bin ich die ganze Zeit hinterhergelaufen. Der hat, glaube ich, ein bisschen Angst vor mir bekommen. Und Baum habe ich mal irgendwann zu uns stoßen sehen. Aber dann ist auch wieder von uns gegangen. Baum ist auch gekloppt, also ich habe Comms gefixt, Lisa stand daneben und dann, als ich aus dem Comm-Screen rauskam, war Baum auch da gestanden. Ja. Okay, ich habe gar keinen von euch gesehen. Ich war ewig mit diesem komischen, haben ein paar Mal das Labyrinth verkackt und bin jetzt gerade in Specimen oder auf dem Weg zu Specimen. Also ich persönlich muss sagen, Baum ist als erster und zwar lightning fast aus dem Dropship rausgerannt, ohne sich irgendeinen Partner zu suchen. Und zu Comms zu gehen, ist natürlich nicht Was ich zwingend. meistens mache. Wollte es nur sagen. Meistens auch. Keine Ahnung, nichts. Ich bin direkt am Anfang zum Vital Screen gelaufen, habe dort den Upload gemacht, dann in Vitals geschaut, da war noch niemand tot und dann bin ich noch kurz zum Admin-Table gelaufen, zu gucken, wo Leute sind und dann ging tatsächlich auch schon Sabotage los. Ich bin von dort aus dann oben rum zu Comms gelaufen. Also ich habe auch niemand gesehen, außer Emma und Lisa dann, aber ich habe den Medbase gescannt, falls ihn noch jemand hat. Ich Glaub ich weiß auch. nicht, was ich habe. Also ich habe, glaube ich, alles in der rechten Kartenhälfte jetzt hinter mich gebracht. Ich habe noch nichts getan, außer den blöden Kurs gechartet. Sei denn, ich habe halt irgendwas Zweiteiliges, das mich nochmal nach rechts schickt, aber per se. Shooty und Armin sind so still. Ich hab den Medscan. Baum machen wir Medscan. Ja, gerne. Wenn einer von uns beiden stirbt, dann war es wohl der andere. Genau. Oder so. Medscan ist super lame, aber Elmar und Shooty sind clear. Ja, Elmar und Shooty. und Lisa. Elmar und Shooty waren gerade haben gerade den Medscan blockiert. Waiting for Elmar, waiting for Shooty. Shooty, Baum sind geklärt und Lisa habe ich vorher die ganze Zeit gesehen und es ist Lukas oder Armin, Punkt, Ende. Wir könnten einfach beide drei nach in den Lavasee legen. Also ich hätte vorhin ohne Probleme beim Bohrer Shooty umhacken können, dementsprechend, aber ich biete mich auch an als erstes, weil ich vorher auch gerade kein Problem. Also ich persönlich hätte Armin zuerst reingelegt, einfach weil er vorher lang ruhig war, dann so ein bisschen ertappt reagiert hat und gerade eben mir hinterhergelaufen ist und das ist ein beschissenes Argument, aber ich brauche keine Argumente. Ja, aber Lukas hätte mich beim Seismic-Alarm auch killen können, deshalb tendiere ich auch auf Armin. Armin und dann sofort Lukas, wenn es scheitert. Ja. Ja. Ja, weil Seismic Alarm war gerade fertig, Shooty kommt halt vom linken gelaufen, wo man sonst ja nie vorbeikommt. Ich hätte ihn da ohne Probleme ein zweites Mal schon killen können. Du darfst auch skippen, Armin. Du musst dich nicht selber wählen. Kann er aber. Warum, wenn er vom Dieter gelernt hätte?
Jawohl. Das ist echt mies mit so viel. Bei Mad-Base-Scan kommt man sich tatsächlich auch immer so ein bisschen schmutzig vor. Ich bin nur hingelaufen, um sicher zu gehen, dass ihr euch nicht gegenseitig killt. Und als ihr dann so scannt, gucke ich so und merke, dass der gelb ist. Ich mir, jetzt drückst du auch mal drauf, ne? Das Ding ist, auf dieser Karte mit Knick ist halt der Mad-Base-Scan so direkt vorm Rauslaufen und hier ist er wenigstens halt noch so im letzten Winkel der Karte. Hier kann man gut dabei sterben. Ich finde bei den anderen Maps auch noch schlimmer. Aber, uiuiui. Bitter. Viel Spaß. Was? Spaß. Also der tote Alex liegt in der linken Dekontaminationsschleuse. Ich habe auf dem Weg dahin niemanden gesehen. Woher kamst du? Ich kam aus Specimens raus. Der Kill war auch tatsächlich gerade eben, weil ich stand bei Vitals und habe gesehen, dass Alex stirbt. Hm. Du sagst, du kamst von oben bis nach Space. Also ich kann kurz meinen Laufweg sagen. Ich bin aus dem Dropship raus. Von oben aus durch Specimen und unten raus und unten in der Schleuse liegt er. Okay. Da liegt er, genau. Das heißt, ich bin beim Scan. Ich wollte gerade den Scan machen, weil ich dachte, Chuti ist auch zum Scan machen da. Ich wollte ihn gerade mit Chuti abgleichen. Lisa steht neben mir und hat 800 Tasks da oben gemacht in einer sinnvollen Reihenfolge und der richtigen Länge. Die wirkt recht safe. Lisa hat no way Zeit gehabt, runterzugehen. Chuti könnte nur da angekommen sein, glaube ich, vom Kill aus, wenn er durch den Gang gegangen wäre, aber da warst du ja offensichtlich in der Gegenrichtung. Er hätte Hardcore umwenden können, aber dann hätte er immer das Problem gehabt, dass er nicht in die Contamination reinkommt. Aber dann hat er jetzt gerade eben ziemlich legendär versucht, den Scan zu machen, ohne ihn zu haben, wenn dem so sein sollte. Aber das ist ja Unfug. Ja. Dass Chuti jetzt versucht, den Scan zu machen, wenn Alex da unten gestorben ist. Also es sind entweder Lukas oder ich, das heißt entweder der Self-Report und der ist es nicht, ja, dann bin's ich. Ja, du oder Lukas sind es auf jeden Fall. Warum sollte ich in der Decontamination mich self-reporten? Das macht echt keinen Sinn. Also, wenn schon Baum das sagt. Und es ist halt einfach nie der Self-Report, von da bin es ja wohl ich. Ganz kurz, Armin, mach mal die Mikrofonsensibilität noch einen Ticken schwieriger, weil ich habe dich vorhin irgendein Labyrinth machen hören. Und dadurch, dass es bei uns angezeigt wird, von wem das Geräusch kommt. Tue ich das? Du gehst bei Discord links unten auf das Zahnrad. Ich muss mir gerade selber aufmachen. Und dann gehst du zu Video- und Audio-Setting.